kennt das Kau nicht, was der Bauer nicht kennt. Und Haut gibt es Schokolaskuch. Schokolaskuch mit Avocado, Perzbeeren und einer Spichelglasur. Die Schule mit 225 Gramm Mehl, 170 Gramm. Schon ein bisschen zu Puderzucker gemixt, ein paar Salz, der Rest von meiner Vanille rausgekratzt. So, ein Pack Weinstein, 2 dicke Esslöffel Kakao. So, da verrieren ich die frische Sache schon ein bisschen daneben. Dabei kommen 6 Esslöffel Milch. 250 Milliliter Schokolade. Wäre nicht so viel zu klappen, sonst sprudel schon alle gut gekocht sind. Und da kein Klumpen mit dran sind. Fliegt da dann Backform, er geht 20 Minuten gebacken. Kommen wir zu der Schokolasmousse. Das ganz sehr geschieht. Ich habe Kapseln, 5, 6 Stück. Die gehen zusammen gemixt mit Avocado, die soll gut zeitig sein. Da dran Kakao. Voilà. So. Und gut noch Schokolade soll schmecken, dann noch ein gutes Stück Kakao. Ein bisschen Zimt. 5 bis 6 Löffeln Agavendicksaft. Und den harten Teil von einer Kokosmilch. Wie immer geht just bei Bio-Kokosmilch. Wenn es einen Emulgator den an den anderen dran hast. Ne? Schmeckt manche. Denkt immer ganz von Avocado und wie stark die am Gusi. Schmeckt denke, ob genug noch Schokolade schmeckt. Sonst macht einfach noch ein bisschen Kakao dran. Ob nicht sehr genug ist, sonst macht einfach noch ein bisschen Agavendicksaft dran. Checken noch her. Also, die Gusi, noch ein bisschen Kakao. Und ein bisschen Salz. Oder Salz ist noch ein Käse. Ganz klassisch Avocado-Smoothie. Ist irgendwie immer lecker, ne? So sehr geschickt und so. Oh, das ist genau das dort. Aber wenn er die lange noch nie gemacht hat, macht er doch einfach so ohne Kuchen. Oh, das ist mega. Koch. Oder? So. So, hinhai den der will aufkühlen und dann kommt Mousse drauf und dann kümmern wir uns um die Spichelglasur. Stumm. So, für das total verwerfliche Spichelglasur brauchen wir Tonnen Zucker, und zwar 3 große Tassen Zucker und ein 3/4 Tasse Wasser. So, und dann abgekocht. Da reden wir 2 Löffel Agar-Agar an. Problem ist beim Agar-Agar, dass es so, keine Ahnung, so eine komische Kuh, so Plastik irgendwie oder vielleicht auch ein bisschen altrig oder so. Dafür habe ich nicht gerne, wenn es ganz mit Agar-Agar ist. Der Witz ist, es fehlt auch die nötige Blinkigkeit. Und ich habe herausgefunden, dass mit dem Pektin, dass das irgendwie so ein bisschen das ersetzt. Und so eine Mixtur zwischen halb Agar-Agar und halb Pektin möchte so ein bisschen das, was sonst Gelatin hier gibt.
lass das einer 2 Minuten kochen. Für den einen Teil Glasur zum Beispiel als Perzbeere. So, das wird durch ein Pass, dass man die Kerne nicht mehr tun. Da könnt ihr dran ein dick Tasse weiße Schokolade. Wenn ihr keine vegane weiße Schokolade findet, kann ich noch einfach Kakaobutter holen. Da dran noch Geschmack. Und dabei könnt Kokosnusscreme. Kokosnusscreme ist eigentlich einfach just gemixten Kokosnussfleisch. Das sind ungefähr 100 Gramm Kokoscreme. Stell das Teil ab und zwar 3 Meeresbecher rein. Ich schon 2 Farben eng 4 mal an. Und die anderen lassen wir so wie es ist. Wir können den Titanweiß, also Titandioxid dran, aber nicht gerne ganz weiß hat. Oder so süß in der Lebensmittelfarbe. Schluss nicht einfach nur so sie wieder das. Okay, hier machen wir dann noch raus. Schön. Die darf nur ein bisschen aufkühlen. In der Zeit präparieren wir den Koch fertig. Und dann wird der Teig drüber geschüttet. Die Kuchen ist aufgekühlt. Machen wir die Avocado-Smooth drüber. Schon noch im Zweck an Form gemacht. Das sind die Form hält. Und ihr fliegt noch ganz sehr ein bisschen am Tiefkühler, dass das richtig gut kalt geht. Die Warmreisglasur drüber schütten. Dass den die Form behält. So glatt wie möglich. Oh, die schmeckt so gut. So, die Kuchen ist ein bisschen aufgekühlt. Ich mache das heute bei die Rot, aber ich vermischen sie nicht mal. Ne? Das, wenn man sie über den Koch schüttet, ist das direkt so 2 Farben, sind, die über den Koch laufen. Ich rühre es ganz kurz ein bisschen durch. So. Nom nom.